Vedere und Tschüss wieder zu Minecraft. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit investiert zwischen die Folgen. Und ja, es war sehr nervig. Aber inzwischen sind wir mir überrunden. Ich habe dann gleich herum alles gemacht. Wie man sieht man sehr viel. Was ich wirklich nicht cool finde, ist, dass da so ein riesen Eisgebiet ist. Das finde ich einfach ultra ungeil. Vor allem von der Generation halt her. Von Generation man jetzt. Ja, muss halt nicht zeigen. So, jetzt mal die Dinge weg, dann haben wir da wieder. Mehr kann ich gar nicht auszoomen. Das finde ich auch schon interessant. Ich habe schon ein paar Mal die Frage gehabt, so selber an mich. Was ist eigentlich das Maximum, wie groß eine Welt sein kann bei Minecraft? Aber soweit ich weiß, ist die unendlich. Das ist nicht so, als war da irgendwie ein Punkt, wo es sagt, oh ja, ich tue einfach jetzt nicht mehr. Es generiert halt einfach immer neue Punkte von der Karte. Und das ist halt dann so. Ja, soweit ich weiß, haben wir jetzt heute bei der 199. Folge, oder? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Einen Moment. 6, 7, 8, 9, ja genau. 199 Folgen. Crazy, oder? Ist schon ein bisschen surreal so. Was da so passiert inzwischen. Was so passiert ist. Starten wir jetzt endlich mal eine neue Version von Minecraft. Sprich, eine neuere Version. Ich finde es ja immer noch so weird, dass inzwischen einfach am Boot so Paddel dran haben. Das finde ich schon sehr komisch. Aber dann merken wir erstmal wieder, wie groß das Ganze da ist. Weil da einfach das Wasser so viel ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie und was. Ein bisschen muss man ja folgen. Nur ein Stück. 9 Stück. Noch ein kleines Stück. So. Dann haben wir das da herunten soweit. Ja, dann müssten wir wieder darauf. Das wird jetzt wieder eine Tortur aufwärts kommen. Jetzt wieder die komplett andere Richtung, ne? Also for real, das ist jetzt. Ich gehe irgendwo in der nächsten Dorf aussehen und fange an nach Berlin zum gehen oder so. So ungefähr ist es gerade. Eieiei. 6000 Meter. Ja, also, wir gehen mal auf Version 1.19.3 da jetzt mal sagen. Ich schaue dann, ich schaue dann, dass wir alle Mods kriegen, die wir brauchen. Ja, ich glaube jetzt mal nicht, dass das die Tragik überhaupt wird. An sich sollte das alles funktionieren. Und da gibt es ja, glaube ich, alles fast schon für das. Vor allem sogar das Portal für die Mangroven ist 5000 weg. Gibt ja das als näheres Portal, das wo aktiv benutzt werden kann. Da habe ich irgendwo mal uns aktiviert, weil ich mir gedacht habe, so, ja, schauen wir mal, wie es im Nether ausschaut. Aber jetzt das gibt's, das ist sogar nur weiter weg. Von der Distanz her. Was mit das andere? Also. Da müssen wir eigentlich ein besseres Netz aufbauen.
Jetzt auf alle Fälle. Ich frage mich dabei gerade, macht man dann im Nether einen Tunnel für vielleicht Eisbahn, die wo man, dass man richtig Speedo-mäßig vor dem Portal zum nächsten kommen. Oder na, das macht ja am meisten Sinn. Der hat am liebsten der irgendwie so Create oder so mit rein, aber Punkt 1, ich weiß nicht, wie das dann mit den FPS ist. Weil ich finde zwar so Create cool, aber ich finde das jetzt nicht essentiell für Minecraft, dass man irgendwie sagt so, oh ja, ich brauche jetzt halt irgendwie Mods, Technik-Pack oder so, oder Technik-Mods. Weil wie man sagt, man kann auch sehr viel mit Minecraft Vanilla machen, was nicht durch, das wo durch Mods halt einfach nur ums sehr mehrfache einfach nur vereinfacht werden. Und mein Gott, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man alles in Minecraft machen kann, ohne dass man das gemoddet drin hat. Demher, ich glaube, dass wir dann erstmal bei dem bleiben. Das ist schon wieder Mangroven-Eck. Oh, das muss auch so ein Eck Mangroven. Das ist ja witzig. Ah. Ja, wir haben aber dann offiziell heute mit der Erkundung erstmal fertig. So jetzt mal. Zum Schluss der Folge werden wir uns dann wieder zur Base begeben. Und dann schauen wir mal, ob dort Lakes auch immer nur so, ob das Lagi-Meerer ist, wenn wir da dort haben, aus wie jetzt haben wir ja irgendwo, da wo nichts ja irgendwie wichtig wäre zum Lohn oder was irgendwie Ladekapazitäten braucht, wie Redstone oder so, das wo die ganze Zeit in Benutzung ist, irgendwie Ticks, die wo geladen werden müssen, irgendwie Bambusfarm oder so. Das sind halt jetzt Standard-Ticks, glaube ich, was geladen werden, alles was halt irgendwie rundum ist und nix ultra besonders. Ja, bin ich gespannt. Wir haben geschaut, was sie so allgemein geändert hat. Da muss ich dann eh schauen, was sie von 1.19 zu 1.2.3 oder mehr, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Versionen das gibt, was sie da dann geändert hat. Das war natürlich ein Fabric updaten, fällt mir gerade auf. Das ist das erst Fabric und dann die ganzen anderen Mods dazu, so, die wo ich schon drin habe. Ja, ich war schon wirklich ein paar Mal überlegt, ob man nicht wieder den Sophisticated Backpack einideen. Aber was ich nicht verstehe, also ich glaube, ich habe schon mal in der letzten Folge mal angesprochen mit den Rucksäcken. Warum muss ich den unendlich große Rucksäcke bauen, wenn ich vor allem Dinge so beim Technik-Mod, warum brauche ich Technik-Mod-Sachen zu sowas? Das ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Da denke ich mir immer so, muss das sein oder bin ich einfach nur zu faul dazu so? Ich verstehe das aber nicht. Ich finde zum Beispiel die Backpacks aus Life in the Woods hätte ich am besten gefunden. So aus, vor allem, du kannst ja sagen, du kannst mehrere Backpacks machen kannst, aber dass du dann so ein Backpack ausbauen kannst oder vergrößern kannst, indem du besseres Leder machst oder verstärktes Leder machst und dann die Möglichkeit hast, dass du es irgendwie auch anders herstellst, als wie das die ganze Zeit Mob-Farm machst, wo ultra viel Ressourcen braucht. Das ist halt, was ich überhaupt nicht verstehe, sowas. So. Dann haben wir da, okay, dann gehen wir ein bisschen weiter. Irgendwo hier, wo kein Mob ist, also wir pennen können. Nee, das ist natürlich wieder laut, der Creeper. Du möchtest mir doch veräppeln ohne Ende.
denke, jetzt kommen wir jetzt mal hin. Das ist ja unglaublich. Da kommen wir hin. So, kommen wir her. Erstmal ins Bett. Sag mal, wie viele Mobs eigentlich spawnen, ne? Wenn man da mal ein bisschen herumliegt. So. Ja. Und da einfach mal da reinfahren. Fahren wir da rein, schauen wir, wie wir durchkommen. Hauptsache, wir haben nicht alle Mobs am Nacken. Am Nacken, das ist jetzt ja wieder dumm am Arsch, habe ich gemeint. Ja, viel passiert momentan, gell? Viel. Halbes Jahr ist schon wieder fast. Es hat schon wieder fast 5 Monate vorbei vor dem Jahr. Es ist einfach so crazy einfach. Irgendwann die ganze Zeit schon seit Februar. Mache ich eigentlich durchgehend mindestens 2 Videos am Tag. Das ist für mich auch so Dinge, ich hab sonst einfach auch so, ich habe so ein Video hauptsächlich am Tag gemacht. Ich habe gedacht, so, ja, mich halt ein Video machen, weil das ist für mich entspannend, am Wochenende mehr nicht machen, weil wenn du am Wochenende dann auf einmal Videos bringst, dann heißt du auf einmal, ja, wieso ist halt nichts da, bis ist da und da, bis bla bla bla. Das verstehe ich aber nicht. Vor allem, wenn du, was ich bei YouTube halt auch nicht verstehe, man hat bei YouTube dann schon gemerkt, bei den Statistiken und so, wenn du dann drin bist und du hast jetzt zum Beispiel, es geht aber im YouTube meistens um Routinen oder so oder Regelmäßigkeit, was der Algorithmus macht, und du hast eine Regelmäßigkeit von Montag bis Freitag und dann die so, wie, jetzt macht er nichts mehr jeden Tag und dann tut er die wieder voll weg. Dann fängst du Montag wieder an, Montag bis Freitag hast du wieder jeden Tag ein Video und dann am Samstag nicht so, wo ist das Video? Und ich so, hä? Diese Routine ist doch die 5 Tage, 2 Pause, 5 Tage, 2 Pause, 5 Tage, 2 Pause. Das ist, was ich nie verstanden habe. Also, weiß gar nicht, sollen wir vielleicht ins Mangrovenportal dann reingehen? Und wir könnten jetzt kurz beim Glowberry Heaven vorbeischauen, ne? Fällt mir gerade auf. Man kann ja echt diesmal ganz kurz zeigen, ne? Hoffen wir nicht, dass das geändert worden ist dann in der nächsten Version. Das würde ich ein bisschen doof finden. Das ist schon ziemlich geil. So, und schauen wir mal kurz beim Glowberry Heaven vorbei. Das war eigentlich auch zufällig, dass ich das gefunden habe. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weil ich bin da eigentlich nur hingekommen, weil es Nacht war. Da hat es halt überall recht leicht und es war halt heller da. Und ich habe halt einfach bloß einen Weg gesucht, dass ich weiterkomme. Na, aber wir hatten da Milliarden Glowberries. Ich hasse Berge manchmal. Tatsächlich so, oh, jetzt muss ich da wieder aufgehen, dann muss ich da wieder oben. So. Und laut dem Ding waren es jetzt einfach 6 Meter, wo ich jetzt gesprungen und rum bin. Hey. Immer wieder schön. Da vorne ist es erst. Ich dachte, das ist schon viel näher. Deswegen. Ich hab gedacht, das ist schon noch viel näher. Aber hey. Jetzt sind wir gleich da, 170 Meter noch. Das geht jetzt gleich auf die Hälfte hier, was wir gemacht haben am Weg. So, ich sehe es jetzt schon da schon. Das ist so crazy einfach. Gibt's echt das?
Gebt euch einfach das, wie da vorher draußen schon, die Glowberries sehe. So, man zeigt es durch Wasser, weil die so extrem sichtbar haben. Weil so viel da haben, glaube ich. Du kannst einfach gefühlt 100 da und es war immer nur da. Oder? Das ist doch mal was. Dann übrigens Moosblöcke. So, dann werden wir jetzt einmal mitnehmen. Also überlegt, wie viel da herin haben. Leute. Das ist doch echt nur was. Richtig da. Vor allem, da ist Wasser. Da ist Ohrschichting dazwischen. Das ist so crazy. Das schaut einfach gebaut aus, aber es ist halt einfach for real so. Deswegen nehmen wir da jetzt auch mit. Dann haben wir die, wo wir brauchen für unser Holzfarm. Braucht man nämlich nie wieder Holzfarm. Wenn ich es noch richtig weiß. Man kann da auch schön vor und ausschwimmen wieder. Und schon ist man wieder draußen. So. Dann müssen wir auf diesen Fluss da hinten aufspringen, sehe ich gerade. Ich bin nämlich letztes Mal, glaube ich, auch dann auf. Wo ich dann wieder Retour gekommen bin. Oder wo ich dort das erste Mal Karten aufgelegt habe. Dann bin ich, glaube ich, den gleichen Weg gegangen. Geradeaus. Minecraft ist schon immer wieder schön, muss man leider schon sagen. Es gibt eigentlich keine richtig schlimmer Stellen oder nicht schöne Stellen. Man kann immer irgendwie was draus machen. Du kannst bestimmt auch irgendwie so ein kleines Blockhüttel herbauen. Du musst nicht immer alles übertrieben groß und übertrieben produktiv bauen. Bei Minecraft geht es immer nur um den Spaß und dass man sich austoben kann. Daher lasst euch nicht immer fett zwei sagen von anderen Menschen. Was ist da also jetzt? Nein, echt nicht. Ich meine, nicht jeder Mensch ist gleich. Nicht jeder sollte das gleiche mehr weit. Bin jetzt jeder gleich, aber wir haben alle das gleiche. Dann darf es nicht verschiedene Sachen geben auf der Welt. Und da hat es wahrscheinlich ein Bier geben, eine Art, wie man Apps macht. Und es darf keiner ändern, weil das wird schon immer so gemacht. Ja. So. Ja, das ist, für mich ist das immer nur so crazy, wie groß manche Gewässer da sind. Da kommt dann erstmal wieder in den Sinn, wie groß eigentlich diese Wüsten teilweise sind, die wir da haben. Das ist einfach abnormal, wie groß das ist. Aber ich sage euch eins, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut, dann gehen wir zu dem unentdeckten Fleckerl noch hin und dann gehen wir zurück zur Base, also bis gleich. So, wir kommen gerade wieder an unserem Spawn vorbei. Nehmen wir doch die schalte ich mal wieder dazu, dass ihr wisst. Es hat jetzt ungefähr, ich glaube 10 Minuten dauert, gefühlt. Von da bis da auf. Es ist echt so lang einfach. Es ist unglaublich. Es ist ein riesen Meer.
Ich bin ja schon wirklich jetzt am Überlegen, ob man nicht noch Boote modden mit einer dort. Das sind irgendwie nur große, so mittelkleine Segelboote dann haben. Das ist schon ein bisschen kompliziert da ist. Aber hey, mach das. Bin ich schon wieder hier. Dann muss ich dann hier. Schaut mal weiter, das ist echt gerade immens. Und das auch nicht. Das schaut ganz gut aus, ja. Ey. Vielleicht gibt es ja irgendwie Sachen, die wo ich nicht weiß, dass zum Beispiel das Boot an sich in Minecraft schneller fährt. Das so weiß ich nicht. Wenn es sowas gibt, das kennst du, wenn es da irgendwie Tricks gibt bei Vanilla Minecraft, Boote zum schneller machen, kannst du mir gerne mal einer schreiben. Dann schau ich mal das an. Und dann ist es war für alle besser, wenn wir schneller Boot fahren könnten. Weil oftmals ist dann einfach so, ja, da habe ich das und das nicht durchgekommen. Und dann hast du halt das und das nicht gemacht. Oder hättest wahrscheinlich auf ganz easy was anderes durchgekommen. Okay. Das muss so genau in die Richtung, das ist cool. Es sind eindeutig 2 Mobs da. Und wieder ins Boot eine. Ei. Ich bin so froh, dass wir dann wenigstens nicht mehr allzu weit weg kann von unserer Base. Weil dann haben wir da noch einen riesen Vorteil dafür. Ah, stimmt. Ich bin da hinterher gefahren vorher, gell? Aber warum? So ganz weird da irgendwie gefahren. Ich weiß aber auch nicht warum. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja gut. Dann einfach weiter von da, die Song, oder? Ah, da müssen wir sogar actually wirklich umgehen. Müssen wir actually sogar da umgehen. Ja. Map, so aus Map. Entschuldigung, kurz verdruckt. Oh, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, so wie mich. Kann schon reden, dann merke ich gerade wieder. Ich bin es einfach aber auch nicht mehr gewohnt, so lang zum Reden. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Folgen oder so aufgenommen. Das ist dann schon eine harte Umstellung für mich. Von einer Hauptrolle auf nächste wieder. So. Was laufe ich eigentlich vor Hauptrollen gerade? Hey.
drifte wieder komplett dick meine Gedanken wieder irgendwo hin, ne? Ja, ich mache das jetzt dann nochmal so ein bisschen. Merkt ihr, wir haben jetzt da rumgekommen, aber das dauert halt wieder. Also langsam wundere ich mich, warum Boote so langsam haben, obwohl die schon sehr schnell haben. Eieiei. So, schauen wir auf die Mapus. Okay. Dann können wir jetzt dann da wahrscheinlich... Damit können wir da schon, oder? Nee, doch, da geht es nur irgendwie da rein. Dann. Auf. Auf die andere Seite der Insel. Da ist dann zwar auch wieder Wasser, aber um einiges pflegeleichter als wieder. Immer wieder schön. Irgendwo oben jetzt noch vorhin, wo man nicht weiß, wo man ist. Immer wieder schön. Okay, das muss ein Zwischenfluss. Den können wir also easy überschwimmen. Und dann gehen wir mir irgendwo auf den Berg drauf. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute das kennen, wenn man so lang vor sich hinredet. Und dieses Gefühl, was man dann hat im Mund und so. Dieses... Oh, schon wieder ganz schief aus. Das würde ich gerne wissen. Dass man einmal sagen kann, so, jo, ich weiß, wie viel das sein kann. Wenn man sehr viel redet und dann halt einfach irgendwann mal nichts redet. Perfekt. Gut. Der ist der Wohle. Ich muss viel mehr so. Ich denke, da geht es mit der großen See weiter. Oh Mann. Oh Mann. Ja gut.
Dann so jetzt mal. Ich mache das fertig zwischen die Folgen. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge in der neuen Version, hoffe ich mal. Also bis dahin. Ave Deri.